無理するなか。本当だよな。今度ばっかり。人造人間はあそこまで桁違いのパワーじゃなかった。やっぱり時代そのものが変わっているのか。Ja, ja, scheiß Zeitreisen, hm? War es wirklich nur deswegen, weil er Son Goku gewarnt hat? Oder war es vielleicht doch deswegen, weil よかっ er... たら未来のことを聞かせてくれよ。あまり話したくないなら別にいいけど。そうですね。あまり楽しい話ではありませんから、やめておいた方がいいと思います。 Oder war es vielleicht, weil er auch Freezer besiegt hat und deswegen halt auch gekämpft hat? Und ja, wir haben ja schon erfahren von Dr. Gero und so, dass sie Son Goku die ganze Zeit auf der Erde ausspioniert haben. ちょっと聞くわ。人造人間たち、本当にむちゃくちゃ悪い奴らなんだよな。とんでもなく冷酷な奴らです。少なくとも俺たちの時代では。修行の成果を見せてやる。 Ja, wollte ein bisschen erzählen, aber Kollegen quatschen mir die ganze Zeit dazwischen. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, Dr. Gero meint zwar von wegen, ja, es war nicht mehr nötig gewesen, mit Aufnahmen zu beobachten, dann nicht auf der Erde, aber kann trotzdem sein, dass es noch gewisse Roboter gab, die halt hier waren und beobachtet haben und Informationen gesammelt haben und deswegen halt auch die neuen Cyborgs so stark sind. Aber ja, trotzdem, ohne das Wissen von Dr. Gero finde ich auch ein bisschen crazy. Das ist echt eine gute Frage. Warum sind die Cyborgs unterschiedlich stark? Klar, wegen dem Training war damit, dass irgendwie das Training da keinen Einfluss hat und man sagen kann, ja, ihr habt trainiert, ja, scheißegal, wir sind auch stärker geworden. Aber ja, wer weiß schon, wie es in Wahrheit ist, ja? Gewinn ist einfach geil. Das stimmt. So. Ja, hab schon gesehen, wir haben eine Side-Quest, aber erst einmal, ganz kurz, wenn wir schon Trunks als spielbaren Charakter haben. Ein bisschen gucken, was er eigentlich noch so hätte. Momentan eigentlich nicht viel, das war zu erwarten. Oh, muss erstmal hier den Talentbaum mal ein bisschen angucken, wa? Ist die Frage, wie viel wollen wir bei Trunks investieren? Da ja, wie wir wissen, ne, ist halt nicht die ganze Zeit dabei, im Gegensatz zu Piccolo, Vegeta und Son Goku, die wir eigentlich immer zu trainieren können, aber da hat auch nicht so viel. Aber hier könnte DLC-mäßig noch was kommen, wa? Nur mal so ganz kurz erwähnt. Ja, nee, was ich eigentlich sagen wollte, ja, kann man sich jetzt streiten darüber, will man Trunks überhaupt trainieren, will man sich die Punkte für die anderen aufsparen, die man halt die ganze Zeit kämpfen kann. Aber ich würde sagen, ja. Mache trotzdem, weil einfach aus Prinzip. Und aus Spaß. Und aus Freude. So, Erst ein bisschen trainieren. Shima-Schwert, Attacke Stufe 3 erlernen. Okay, erst dann geht's. Und erstmal auch den Finish-Buster. Ja, das war's schon. Oh, bin ich wieder normal. Ich hatte plötzlich keinen Ki mehr und hab's nicht gemerkt. Einfach aufgeschlitzt. Sehr gut. Finish-Buster erlernt. Warum die noch? Gut, Stufe 55 und Stufe 60 sind vielleicht ein bisschen viel. Wieso kommt die jetzt schon? Alter. Bisschen heavy, oder?
So, aber weiter geht hier echt noch nichts, wa? Schade eigentlich. Okay, dann haben wir dann die Brandattacken. Mal Finish passt auf A, sind bei ihm die physischen auf X und Y und die speziellen auf den beiden, wa? So. Und wir haben hier eine Sidequest. Es ist 8, Cyborg Nummer 8. Theoretisch, aber irgendwie auch nicht, aber naja. Na, Es ist nicht nett. Hä, was hat das damit zu tun, nicht nett zu sein, ne? Leute, wie ihr tötet zu viele. Aber es ist falsch für Geld zu töten. Das ist nicht や fair. だね。いや。Die Roboterjäger. Oh Mann. Nein, das ist übel. Wilderer, wie schrecklich. Natürlich helfen mir die Achti. Dein Freund ist auch mein Freund. Yeah. Kommt schon, Achti ist unser aller Freund. えそれでは Hätte sagen können, es ist ein Freund von Son Goku. Aber er weiß natürlich nicht, dass Achti Son Goku kennt. Insofern. Wilderer A, Wilderer B. Die sind so low, dass sie nicht mal eigenen Namen haben. 早く行かないと。 Oh, die sehen ein bisschen heavy aus. Ah, das ist der Finish passt, okay. Ah, Mist, der geht nicht. Was? Das hat jetzt eine unglaubliche Reichweite. Ah, schade, doch nicht ganz so. Ich habe überlegt, ob man die irgendwie klug kombinieren könnte. Erstmal den und dann... theoretisch vielleicht schon. Sollen wir bei ihm versuchen? Höllenspirale, natürlich. Ja. Chance zwar generell eher zu langsam, aber sonst funktioniert es ja. Oder würde es funktionieren? Da ist der nächste. 弱そうな敵だ。 Ja, die sehen alle schwach aus. Außer die hier. Servus. Wo kriegen denn eigentlich so Roboter her? Alle haben plötzlich solche Roboter. Ja, dann kommt direkt in meine Richtung, oder dachte ich zumindest.
Aber hier ist etwas Ki. Und davon ziemlich viel. Der Bass ist echt geil. Nicht der Bass, sondern die Brandattacke. Was? Was nur hingeschossen, Trunks? So, jetzt reicht's! Trunks Moveset gefällt mir aber. Finish Buster! Ist noch einer. Ja super, natürlich direkt vorher abstoppen. Krillin ist am Arsch. Er muss die Destructor Disc einsetzen. Die nicht trifft. Danke. Auch nicht unbedingt der beste aller Kämpfe. Na, hoffen wir's. Ups. Aber wir bekommen keine Werte von Robotern auf dem Radhaus ist nicht zu sehen. What? Jeder Menge Geld verloren, dafür kriegen wir dich. Aber ein anderes Mal. Hey, warte mal! Yeah. そうですね。 Na. Ich bin Achter. Mein Name ist lustig, oder? Aber mir gefällt der. Son Goku ist echt stark. Was? Wir können beide Son Goku? In einem Spiel, das Dragon Ball Z Kakarot heißt, ja auch eine Seltenheit. Soka. Dann sind wir auch Freunde. Dein Freund ist mein Freund. Irgendwie ist der Typ seltsam. Ja, ist ja auch ein Cyborg. Sidequest abgeschlossen, Erfahrungspunkte, vielleicht sogar ein Level Up, aber ich glaube nicht, dafür wäre es dann zu früh. Na. ありがとうございます。ええ。 Vielleicht gibt es ihn ja sogar auch in der Zukunft. Also Achti, vielleicht lebt in der Zukunft noch, wer weiß. 俺ももっと頑張らないと。 So, wir gucken mal auf die Karte. Die uns nicht mehr sehr viel sagt, leider. Wir sollten zu Son Goku und ihn wegbringen, aber ich habe keinen Bock. Naja. Wenn es ja keine Sidequests mehr gibt, nach keine Dragon Balls zum Farmen, dann machen wir halt mit der Hauptstory weiter, wa? Natürlich nur dann. Die Ruhe vor dem Sturm. あそこが悟空の家だ。 Jo. Ja, natürlich. Hallo? こんにちは。あんれ誰か来たと思ったらクリリンさんけ。おらてっきりご飯ちゃんかと思っただよ。トランクス、この人は悟空の奥さんの父さんだ。あんれおめえは誰だ。初めて見る顔だべ。どうも。はじめまして。クリリン、無事だったか。よかった。心配したぞ。わ、ヤムチャさん。悟空はあれからどうなりました？大丈夫だ。薬を飲んで今眠っている。お前は未来から来た。そうか。
お前が人造人間を倒してくれたんだな。いえ。詳しいことは後で話すけど、急いで無天老師様のところへ移動しないといけないんです。どういうことだ？新手のもっと恐ろしい3人の人造人間がそのうちここへやってくるんです。そりゃ大変だ。よし、大体詰め込んだぞ。Hä? Wer fliegt am Hintergrund? Da fliegt irgendetwas. Ich erkenne es nicht. Direkt überall von Yamchu. Ist das eine Drohne? Nee. So ein Schattenwurf weiter hinten könnte es was eine sein. ご飯が戻ってくれば。帰ってきただ。あれ？どうしてみんなが？話すから、とにかく飛行機に乗ってくれ。ところでさ、孫悟空がどこにいるか少しのヒントもないわけ？前にも言ったろ。それをじっくり探すところが面白いんだと。にしてもさ、ちょっと無計画すぎだよ。ねえ16号、あんたはなんか知らないの？東の439地区の山村に孫悟空の家がある。なんだ、知ってんじゃん。物知りだな。ドクターゲロから聞いていたのか？そうだ。飛んでいけばほんの数分で着く。だよね。あんたいいこと言うよ。それをわざわざ地上を移動するなんて無駄だって。そう愚痴るなよ。その無駄が楽しいんじゃないか。17号、あんたってほんとガキだね。Will ich jetzt weder bestätigen noch dementieren, diese Aussage. C20er weg, C17, C18, dann C16, und C20 ist tot und... Ja. もうすぐ無天老師様の島に着く。なあクリリン。はい。一応ブルマにも状況を伝えておいた方がいいんじゃないか？そうっすね。でも俺が連絡するんすか？やだな。お前のおっかさんきついんだよな、言うことが。未来でも変わってませんよ。あ、ブルマさん、クリリンっすけど。クリリン、何を無事だったわけ？そこに未来の私の息子のトランクスいない？はい、ちょうどいますが、どうかしたんですか？それがさ、何日か前に西の方の田舎の人からうちの会社に問い合わせがあったらしいのよ。山に不思議な乗り物が捨ててあったみたいで、ボディにはカプセルコーポレーションって書いてあるって。それで写真撮って送ってもらったんだけど、うちがこれまで作ったどの商品にも当てはまらなくてさ。それでもしかしたらトランクスが何か知ってるんじゃないかって思ってね。苔とかついててえらく古い乗り物なんだけど、写真をファックスで送るからちょっと見てくれない？これは間違いない。これは俺の乗ってきたタイムマシンそのものだ。でも俺が乗ってきたタイムマシンはカプセルに戻して自分で持ってますよ。やっぱりこれタイムマシンなんだ。でも一体どういうことかしら？そのタイムマシンがある場所は分かりますか？詳しくは分からないけど、西の1050地区のどこかだと思うわ。
この目で見てみたいんです。じゃあ私も行くわ。現地で会いましょう。僕も一緒に探しますよ。行っていいですか？もちろん。どうもありがとうございます。ごはんちゃん。大丈夫ですよ、お母さん。危険なところへ行くわけじゃありませんから。Das sagen zunächst alle. トランクスさん。はい。Ja, so ein Gohan. トランクスさんのいた未来の世界はそんなひどい目に遭ってるんですか？はい。世界の人口はたったの数万人にまで減ってしまいました。そんなに。 Ja, nicht wirklich toll. Aber Freunde, was vielleicht toll sein könnte, ist, wenn wir in der nächsten Folge mal gucken, was denn da mit dieser Pseudo-Zeitmaschine oder vielleicht doch wirklich eine Zeitmaschine da so abgeht. Und wer weiß, was sonst noch entdecken war. Hier ist eine ganz große Enzyklopädie öffnen, weil wir kriegen ja sonst immer noch ein paar Dinge dazu. Ja, genau. Ein paar D-Medaillen. Sehr schön. Kann man nie können nie schaden. Perfekt. Ja, in diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Zurück bei Dragon Ball Z Kakarot. Bin gespannt, was noch so alles abgehen wird. Bye, bye.